Die Medien haben ausfeierlich über die Hearinge von den neuen Kommissären informiert. Die haben es ja sicher mitgekriegt. Es waren guter, aber wenig überzeugender dabei. Dabei ist es interessant festzustellen, dass Talent gleichmäßig verteilt ist. Es gibt gut und Männer gut männliche Kandidaten, es gibt exzellent und franchement schlecht Kandidatinnen. Bei den talentierten Kandidatinnen für ihre Posten an der Kommission will ich da besonders 3 nennen. Marianne Thyssen aus der Belsch hat mischt Sozialpolitik, Kristalina Georgieva aus Bulgarien für Budgetfragen und Federica Mogherini aus Italien für Außenpolitik. Über die Männergut-Kandidatinnen ist just zu sagen, dass die Regierungen Interesse gehabt hätten, sie nicht auf Brüssel zu schicken. So haben sie sich an das Land nämlich blamiert. Wie die Männer effikaz männliche Kandidaten übrigens genauso. Die Hearingen haben etwas ganz klar in der Strache. Auf hohem Niveau gibt es keinen Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Talent oder Nicht-Talent. Die Frage, die sich stellt, gibt es dann so einen Unterschied auf anderen Niveauen? Ich bin der Meinung, nein. Und dafür habe ich schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, Druck geschafft, die Differenzen, die an der Gesellschaft, an der Wirtschaft, an der Politik zwischen Frauen und Männern nach leider immer bestehen, Schritt für Schritt aufzubauen. Weil es gesellschaftlich ungerecht ist, den Frauen nicht dieselbe Chance zu geben wie den Männern. Weil es wirtschaftlich schädlich ist, weiblich Talent nicht effizient anzusetzen. Weil es politisch unklug ist, 50% von den Wählern nicht echt zu holen. Aber wie sehen dann Tatsachen aus? Bei den letzten Chamberwahlen zu Lützeburg hatten LASAP und DP nur 15 Frauen auf der Liste, 25% also. Piraten hatten da sogar noch Männer, nur 13 Frauen. CSV war ein bisschen besser, 19 Kandidatinnen, also 32%. Das ist weit weg von einem Equiliber. Lo soll gesetzlich geregelt gehen, dass in Zukunft mindestens 40% Frauen auf der Liste sollen sein. Aber da müssen wir mal gucken, wie das soll gehen. An den Verwaltungsrat zu Lützeburg sieht es nach mehr schlimm aus. Da gehen es nur 10% Frauen, obschon als Mädchen an der Schule exzellente Resultate bringen, und sogar 60% von denen, die die Universität aufschließen, Frauen sind. Lass mir doch die Anstrengung honorieren. Lass mir doch dem Talent eine Chance geben an unserer Arbeitswelt, an unsere Wirtschaftsstrukturen. Dafür habe ich eine Proposition eingereicht, für das Prinzip dieselbe Bezahlung für dieselbe Arbeit auch an der Praxis honoriert wird. Heute geht es durchschnittlich nämlich nach 16% Einkommensunterschied. Das muss aufgebaut gehen. Dafür habe ich eine Proposition eingereicht für die Frauen, wann sie das wollen, eine reelle Chance am Beruf zu gehen. Dafür habe ich eine Proposition eingereicht, für auf Top-Niveau denen kapable Frauen auch Zugang zu den erwünschten Positionen zu gehen. Wir wissen ja alle, wie groß das Defizit ist, besonders zu Lützeburg. Es ist gut und positiv, dass all die Propositionen sowohl am Europaparlament wie auch an den Nationalstaaten echt geholt wurden. Heute zu Lützeburg will die Regierung, was Verwaltungsrat angeht, mit gutem Beispiel vorgehen. 40% Frauen an den Verwaltungsrat von den Etablissements publics. Dasselbe gilt für die Nominationen vom Staat auf Verwaltungsrat, wo der Staat Aktionär ist. Die Regierung unterstützt auch meine Proposition für mehr équilibrierte Repräsentationen von Männern und Frauen an den Verwaltungsrat von Unternehmen, die auf der Börse kotiert sind. Auch will die Regierung die Inegalitäten bei der PAI über Gesetz aufschärfen. Daneben will sie Akzente für die Frauen bei der Berufsausbildung machen. Das sind viele Propositionen heute zu Lützeburg. Und ich wünsche am Interesse von unserem Land, dass die Regierung es fertig bringt, aus den Ideen
auch konkret Aktionen zu machen. So wie das übrigens auch an andere Länder geschieht. Ich freue mich auch, dass mein Abbauerbecht von den letzten Jahren international honoriert wird. Am Europaparlament ist von allen politischen Bänken aus Druck auf die Kommission gemacht gehen, für die Gleichstellungsaktionen zu verstärken. Ein Land nach dem anderen kennt meinem Abruf noch präsentiert neue Gesetze. An das internationale Netzwerk von weiblichen Wirtschaftsdirigenten feiert ihren 30. Anniversaire zum Thema Wir machen den Unterschied, an dem sie mir den nächsten Freitag zu Brüssel den Preis She Made a Difference gibt. Ja, als Summen kriegen wir das Tor rund. Es wäre nämlich schön, wenn ich die letzte Frau bin, die an Europa geehrt wird, weil sie als Gesellschaft a puncto der Frau eine Chance weitergebracht hat. Ich will, dass unser Kontinent sich so entwickelt, dass alle Menschen dieselbe Chance kriegt, ganz egal, ob Frau oder Mann. Und das keine Zukunftsmusik, das ist möglich, wenn auf allen Niveaus unserer Gesellschaft die richtigen Maßnahmen ergriffen gehen.